So, liebe Freunde, und hier haben wir einen Golf 8, relativ neu und ziemlich neu, gell? Und zwar mit Barracuda-Felgen, Tsunami. Barracuda Tsunami Evo, Evo. also die Erfolgsfelge Nummer 1, das war so im Jahr 2008 bis 2010, das war die Tsunami. Das ist bis heute das meistverkaufte Rad aus dem Hause Barracuda. Hier hat man eine Evolutionsstufe gemacht und hat ein neues Rad entwickelt, das nennt sich Tsunami Evo. Auf den ersten Blick sagt der Kunde, ja, okay, das sind jetzt 6Y-Speichen. Was ist der Evo? Aber die Evolution ist was ganz anderes. Also sag mal, die Felge hat auf den ersten Blick sieht man das nicht, wie ich schon gesagt habe. Es sind asymmetrische Speichen. Also die rechte und die linke Speiche hat eine unterschiedliche Dicke. Braucht man das? Fragezeichen. Aber das Coole ist, durch diese unterschiedlichen Speichendicken sieht der Außenstehende Figuren, wenn sich das Rad dreht. Gibt es bei ganz wenigen Rädern, also mir ist kein zweites bekannt. Dann haben wir noch einen weiteren Gag. Ich sag mal, du hast eine relativ kleine Größe bei dem Golf drauf. Also wir fahren hier mit einer 8,5x19 ET43 mit einer 235/3519 Bereifung, ohne Karosseriearbeiten, ohne weiteres montierbar auf dem Golf. Und wenn wir hier so reinschauen von der Seite, wir haben hier trotz einer 8,5x19 eine Konkavität, die sehr wenige Räder anbieten. Das nächste Highlight, durch diese Kontur und durch diese Speichenform kommen wir selbst über große Bremsen bei diesem Rad. Also wir haben eine extreme Bremsfreigängigkeit. Wenn ich jetzt sagen würde, schaut mal hier, wie groß die Bremsfreigängigkeit ist. Die Bremse ist ein bisschen Mickey Maus bei dem Fahrzeug, also da können wir es jetzt nicht unbedingt sehen. Aber wie gesagt, kriegt man auch über große Bremsen drüber. Weiteres Highlight, im Zentrum sitzen noch statt normale Radbolzen, sitzt der Barracuda Racing Bolt. Was ist ein Racing Bolt? Also es wird nicht einfach nur draufgesteckt, das ist eine vollständige Schraube. Die vielleicht jedem bekannten Barracuda Innenvielzahnschraube wurde mit einem Alukopf verpresst. Produziert wird das Ganze bei der Aerotechnik AG. Das ist einmal der Markeninhaber der Marke Barracuda und wird an uns ausgeliefert. So, jetzt Schraube steht raus, gibt Probleme beim TÜV. Nein. Wir haben beim TÜV das Ganze prüfen lassen und selbstverständlich, wenn ihr einen Barracuda Racing Bolt kauft, liegen Papiere bei, eintragungsfrei. Okay, nächster Gedanke, ja mein Gott, dann gibt es wahrscheinlich nur eine Standardlänge. Nein, wir können das mit jeder x-beliebigen Schraube machen. Also habt ihr eine 5er Scheibe drauf, machen wir eine Schraube, wo 5 mm länger ist und verpressen das mit dem Alukopf und so weiter und so fort. Also wirklich außergewöhnlich und unendlich viele Möglichkeiten. Es gibt es nicht nur als Schraube, gibt es auch als Mutter in 10 verschiedenen Farbvarianten. Und jetzt zum Abschluss, weil das ist das Nein, Fahrzeug, eins weiß ich noch. ja. Eins weiß ich noch. Das hast du mir beigebracht an der Tuning World Bodensee. Es ist auch gleichzeitig eine Diebstahlsicherung, weil nämlich der Schlüssel, der dabei ist zum Öffnen und Verschließen dieser Radschrauben oder Radbolzen, ist für sich eigene ich sag mal, da liegt ein eigener Adapter dabei. Das ist ein Sternadapter, speziell von Barracuda. Und so sind es praktisch 5. Mit einem Innenvielzahnstern, kann man sagen. Und ich sag mal, noch ein kleiner Vorteil oder ein großer Vorteil, der Reifenhändler vermarktet einem nicht mehr die Bohrungen, weil er muss mit dem Schlüssel in die Schraube innen rein und kann einem so mit dem Schlagschrauber nicht mehr das Rad vermarkten. Wobei da schützt er natürlich nur sein eigenes Leben, weil wenn jetzt jemand mit so Sonderfelgen zum Reifenmontieren fährt und der macht mir da einen Kratzer rein, dann ist der gesundheitlich stark beeinträchtigt am Schluss. So, jetzt noch kurz ein kleiner Abschlusssatz noch zur Felge und dann auch danke an den Partner RaceChip, wo wir gemeinsam das Fahrzeug gemacht haben und was auch demnächst in den ganzen Social Medias rumgehen wird, aus dem Hause Barracuda, natürlich auch wie bei JMS. Ich sag mal, die Felge wirkt auch deutlich größer wie ein übliches 19 Zoll Rad. Warum? Zentrum schwarz und die Speichen, die sind nicht poliert, die sind schwarz, Dark Gun Metal nennen wir das, gebürstet. Da ist in der Bürstung im Klarlack, das ist ein handgebürstetes Rad, eine handgebürstete V-Speiche, ist noch ein Tacken schwarzer Klarlack drin. Das ist je nach Lichteinfall, einmal wirkt es silber, einmal wirkt es dunkel. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu erzählen. Größen 18 bis 20 Zoll. Und nun mache ich eine fließende Übergabe an die Firma RaceChip. Danke für diese tolle Kooperation und die Teilnahme an diesem Event. Und ich grätsch gleich in der Seite rein. RaceChip, dieser Golf, habe die Ehre. Grüß dich auch aus München. Genau.
Was wurde verändert von der Firma Racechip bei dem Golf jetzt sehr aktuell? Schwabenfolie, dann haben wir die Felgen, da hat der Jochen schon drüber gesprochen. Wir haben die Spotline Performance Fahrwerkfedern von Eibach mit 40 mm Tieferlegung. Also es sind nur die Federn Geändert von Eibach? Genau. Dann haben wir unseren GTS hier verbaut, unser größtes Modul, das wir haben für die Baureihe. Wir haben eine Serienleistung mit 250 PS. 250 Newtonmeter, sorry, 150 PS, 250 Newtonmeter und im Tuning sind wir dann bei 192 PS, den wir geprüft haben auf dem Leistungsprüfstand und bei 318 Newtonmeter. In diesem Golf, das ist ein 1,5 E-TSI, Mildhybrid. Also 45 PS mehr und 68 Newtonmeter mehr? Genau, 42 PS ist in dem Fall und die 68 Newtonmeter. Und wie wird das Racechip-Modul verbaut? Kommt es zusätzlich irgendwo rein? Oder es wird im Motorraum verbaut. Wir haben verschiedene Punkte, an die wir rangehen. Es ist von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich. Manchmal sind wir am Ladedrucksensor, manchmal sind wir am Saugrohrdruck. Je nachdem, wo wir unsere Informationen abnehmen müssen am Fahrzeug, dann wird das Ganze verkabelt und ist dann im Motorraum vorne verbaut. Wird man das sehen? Würde man sehen, wenn man es jetzt mal aufmacht. Bitte? Ich bin so frei? Ja, klar. So. Mach hoch. Jetzt bin ich gespannt. Weißt du, wo der ist? Ich habe noch nie. Also Golf. Das ist immer das Gleiche. Jetzt? Da ist er. Da ist er. Der da. Wo ist er? Da ist er, wo ist er? Da ist der Motor und wo ist der Rest? Da ist der Motor, da ist der Stab und jetzt haben wir den extra so verbaut in Orange, damit man den auch sieht. Ja? Wenn du den jetzt bestellst für dein Fahrzeug, dann kommt der in schwarz. Okay. Auch die Kabel in schwarz, das ist jetzt Präsentationskit für die Messen. Aus dem Grund haben wir das jetzt farblich ein bisschen hervorgehoben. Okay. So, da ist die Box. Wir haben die Möglichkeit, die Box hier auch abzustecken und das ist es dann in dem Fall. Wir greifen, und das ist bei den Fahrzeugen immer alles sehr schön verbaut. Das heißt, einmal die Abdeckung weg. Dann gibt es eine Erklärung dazu, wie du ansteckst, welche Stecker weg müssen, wo wir rangehen. Detailliert, sodass es jeder zu Hause Plug and Play auch anstecken kann und da keine Probleme bekommt. Und wenn dann doch mal eine Frage da ist, dann haben wir einen Customer Service, technischen Support, wo man dann anrufen kann, sagen kann, Mensch, hier, ich habe verbaut. Oder du nutzt einen von unseren Einbaupartnern und sagst, Mensch, komm, ich möchte das gar nicht selber machen. Ich habe hier einen Golf, baut ihr mir das bitte ein. Das sind autorisierte Fachbetriebe, die ihr euch selber aussucht oder die sich bei euch bewerben können? Genau. Also sucht ihr da auch weiterhin Fachbetriebe? Wir suchen auch weiterhin Fachbetriebe. Wir sind in über 135 Ländern vertreten, machen das mittlerweile mit über 2000 Händlern. Und haben da auch unsere Einbaupartner und von dem her sind da auch immer offen für neue Partner. Ja? Also liebe Zuschauer, der ein oder andere Werkstattinhaber oder Tuningbetrieb kann sich natürlich gerne auch an die Firma Racechip wenden, um da sein Geschäftsfeld und seine Tätigkeiten ein wenig aufzubauen und zu erweitern. Weil das ist schon gar nicht so schlecht. Jetzt 45 PS mehr, vor allem Newton ist ja eigentlich fast wichtig. Also mehr ist immer Newton ist im Moment fast wichtiger. Ja. Aber da muss natürlich auch eine andere Bremse rein, oder? Weil bei 200 PS, das ist natürlich dann... Es ist immer noch im Bereich der Reserven der Hersteller. Ja. Also von dem her alles gut. Auch mit der Bremse. Was wir hier noch verbaut haben an dem Fahrzeug, was wir im Innenraum sehen, ist ein XLR. Das ist das Bedienteil zu sehen. Das heißt Gaspedal-Tuning. Wir verändern das Ansprechverhalten am Gaspedal. Das heißt, hast du kein Tuning verbaut, weil es für das Fahrzeug keins gibt, zum Beispiel in einem Elektrofahrzeug, in einem Hybridfahrzeug, hast du trotzdem die Möglichkeit, das Gaspedal zu tunen, ja, und da das Ansprechverhalten zu verändern. Beide Module, also einmal das XLR, wie auch unsere Produkte S, RS oder GTS, wie wir sie bezeichnen, die Chipboxen, kannst du mit einer App bedienen, auf Wunsch. Wenn du sagst, okay, Mensch, ich möchte jetzt den GTS mit der App bedienen, dann geht das über Smartphone. Genauso das XLR. Na, beides möglich, über das Smartphone zu bedienen, in 7 verschiedenen Fahrstufen, von Eco bis hin zu Race.
Also man kann auch Kraftstoff sparen durch diese Eingriffe in die Absolut. Steuerung. Genau. Weil das ist ja... Mehr Drehmoment, mehr Leistung. Das Fahrzeug, wenn du es nicht komplett abrufst, schaltet früher. Dadurch hast du Kraftstoffersparnis. Ja. Sehr gut. Okay. Natürlich auch spürbarer Leistungszuwachs, oder? Bei 45 PS, bei 150, die merkt man dann schon. Spürbarer Leistungszuwachs. Und das ist auch, man kann es auch dann direkt mal testen. Eingebaut. Man hat das Modul ausgeschaltet, schaltet den ein und merkt dann sofort den Unterschied. Was unsere Zuschauer natürlich sicher auch noch sehr stark interessieren wird, wie ist es denn gewährleistungsmäßig oder Wir haben unterschiedliche Produkte. Bei einem SRS kann man bei uns auf der Seite racechip.de dann immer schauen, was ist mit dabei. Bei einem GTS zum Beispiel Motogarantie mit dabei und in dem Fall auch ein Teilegutachten. Ja, haben wir nicht für jedes Fahrzeug. Es gibt immer Exoten, wo du sagst, okay, habe ich da jetzt ein Teilegutachten, macht es da Sinn? In dem Fall ist ein Teilegutachten dabei, also auch gar kein Problem, das eintragen zu lassen. Genau. Also natürlich auch sinnvoll, dass man es einträgt, wenn es schon auch im Motorraum sichtbar ist, damit man auch bei Unfällen oder sonstigen Kontrollen hier keinen Schiffbruch erleidet. Genau, das Ganze machen wir für über 3000 Fahrzeugmodelle weltweit, 135 Ländern, also und machen über 100.000 Boxen im Jahr in dem Bereich und haben jede Woche immer wieder neue Fahrzeuge auch da, die wir weiterentwickeln. Okay. So jetzt wie den Golf aktuell. Ja, sehr interessant. Das ist jetzt, was auch im normalen Bereich, also Tuning muss ja nicht immer nur in der Oberklasse sein und bei den obersten oder stärksten Modellen der einzelnen Hersteller und Fahrzeugreihen, sondern auch jetzt im Mittelbereich, mehr oder weniger. Absolut, ja. Das ist auch sinnvoll. Diesel ist gleich, oder? Natürlich, klar. Diesel ist gleich, Newtonmeter, genau. Also gleiche Boxen für Turbomotoren. Und ich selber habe es bei meinem Diesel auch mit drin. Der Fahrspaß ist da und trotzdem die Ersparnis ist da. Es macht einfach richtig Fahrfreude. Und für die, die sagen, na, pass auf, ich bin jetzt schon ein bisschen älter, mir ist jetzt die Fahrfreude, will ich jetzt nicht ganz so abrufen, aber ich möchte die Ersparnis. Ja. Die machen das dann in die Richtung. Ja. Kann man verstehen. Vor allem auch Fuhrparkinhaber, Firmenwegen. Absolut interessant, ja. Ja, das ist nämlich gar nicht so zu verachten, weil da geht es ja oft nicht um Leistung, sondern um die Effizienz und Kraftstoffsparen. Ideal, perfekt. Dann würde ich sagen, Julia, auch dieses Fahrzeug passt zumindest farblich zu deinem Outfit. Wobei der RS6 war noch am besten bis jetzt. Sehr gut. Hast du noch was? Ich habe nichts mehr. Nichts mehr? Alles gesagt, was gesagt werden muss? Alles Dann gesagt. vielen Dank. Wir sehen uns später noch. Und liebe Freunde, nicht vergessen, ja, wir haben ja unser Gewinnspiel. Ja, also es ist nicht mehr so lang. 16:30 Uhr sind wir fertig. Das heißt, in 6,5 Stunden wird dann der Gewinner ausgelobt. Und dann werden wir sehen, was denn der glückliche Gewinner oder wer das dann ist. Weil was er gewinnt, das wissen wir ja. Okay. Dazu aber dann noch später mehr. So, jetzt sind wir gespannt auf das nächste Fahrzeug.